und True Crime. Für jeden, jederzeit und überall. Eure Plattform für Hörspiel und Podcasts. Jetzt neu entdecken. Diesmal ist die Schauspielerin Sarah Spahle unser Gast. Man kennt sie als eigenwillige Kommissarin aus der Serie Wilder oder als heroinabhängige Mutter aus dem Film Platzspitzbaby. Sarah Spahle, was haben Sie für die Sendung mitgebracht? Ich bringe heute mit Das Haus der Frauen von Letizia Colombani. Literaturclub. Morgen 22:25 Uhr SRF 1. Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Puskolas, sehr geehrter Herr Kim, sehr geehrter Herr Salate, sehr geehrter Herr Jakob, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, sehr geehrte Medienschaffende. Wir begrüßen Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus. Schwerpunkte heute sind das Contact Tracing und die Swiss Covid App. Aus diesem Grund begrüße ich neben Herrn Koch auch Herrn Puskolas, den Leiter Gesundheitsversorgung und stellvertretenden Kantonsarzt von Luzern. Er wird sich zum Thema Contact Tracing äußern. Zudem begrüße ich die Herren Kim und Salate. Herr Kim ist Leiter der Abteilung Digitale Transformation im Bundesamt für Gesundheit. Herr Salate ist Leiter der Expertengruppe Digitale Epidemiologie der Wissenschaftstaskforce des Bundes. Herr Kim und Herr Salate werden die Swiss Covid App vorstellen. In der ersten Reihe begrüße ich Herrn Jakob, den Leiter der Direktion für Standortförderung des SECO, und Herrn Brigadier Droh. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Anwesende. Ich werde Ihnen zu Beginn wieder die Zahlen zeigen zum heutigen Point de Presse. Wie Sie sehen, wurden 10 neue positive Fälle gemeldet. Gestern waren es 11 von 1682 Fällen, die getestet wurden. Und dazu ist zu sagen, sind sehr gute Zahlen. Also es ist tief, es hat nicht viele Leute in der Schweiz, die infiziert sind. Aber dass wir das tief halten können und dass es noch weiter absinkt, dazu braucht es noch weitere Anstrengungen. Was braucht es? Erstens müssen wirklich alle Leute, die grippeähnliche Symptome haben, wenn sie nicht gerade wissen, dass sie an Heuschnupfen leiden, wenn sie Grippesymptome haben, müssen sie sich jetzt testen lassen. Wir müssen wirklich jeden einzelnen Fall entdecken, damit wir die Kontaktperson dieser Fälle auffindig machen können. Das machen die Kantonsärzte und das funktioniert gut. Wir werden nachher aus dem Kanton Luzern hören, wie gut. Das Zweite ist, damit man natürlich die Kontakte findet, dass man weiß, mit wem war man wo zusammen. Und deshalb ist es wichtig, dass gerade bei den Restaurants, in den Bars aufgeschrieben wird, wer war der Besucher. Also wenn Sie ins Restaurant gehen und per Zufall war der Kellner infiziert, dann können Sie ja nur avisiert werden, wenn Sie wissen, wenn der Kellner weiß oder das Restaurant weiß, dass Sie da waren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Rückverfolgbarkeit noch besser ausbauen. Das funktioniert im Moment sicher suboptimal und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, für das Contact Tracing dann am Schluss bis ins Ende durchgeführt werden kann. Wenn man nicht weiß, wer wo war, dann ist auch das Contact Tracing nicht möglich. Sie werden nachher über die App hören, das ist ein Hilfsmittel, das wird auch helfen, aber es ist nicht das einzige Mittel, auf das man sich verlassen kann.
Und deshalb insistieren wir wirklich daran, dass man wirklich versucht, überall, wo man mit unbekannten Leuten in Kontakt kommt, dass man weiß, wie kann man das zurückverfolgen. Ich zeige Ihnen noch, wie die Kurven aussehen, wenn es dann geht. Ja. Also Sie sehen da die Fallzahlen, die sinken weiter von Woche zu Woche. Klar, immer weniger schnell, aber das ist normal am Ende einer Kurve. Auch die Hospitalisationseintritte, es waren heute nur noch einer. Und auch die Todesfälle, da haben wir Gott sei Dank heute keinen vermeldet. Wenn wir wirklich wollen, dass diese Kurven wirklich bis ganz hinuntergehen, damit wir das durchhalten können bis im Herbst und dann, wenn möglich, noch viel, viel länger, dann ist es wirklich wichtig, dass wir das Contact Tracing und diese Containment-Phase möglichst seriös durchziehen können. Wie Sie auch gesehen haben, auch die Positivitätsrate ist sehr tief, unter 1% im Moment. Das hat damit zu tun, dass es wirklich wenig Fälle gibt, aber diese wenigen Fälle muss man entdecken. Das war von meiner Seite die Infos für heute und ich gebe damit das Wort Ihnen zurück. Vielen Dank, Herr Koch. Herr Puskulas. Vielen Dank, sehr geehrte Anwesende. Die Kantone sind sich der Wichtigkeit des klassischen Contact Tracings in der aktuellen Eindämmungsphase bewusst. Sie haben im Hinblick auf die Wiedereinführung des Contact Tracings umfangreiche personelle, strukturelle und technische Maßnahmen ergriffen. Personell wurden Contact Tracer geschult und teilweise zusätzlich externe Partner, wie im Kanton Luzern beispielsweise die Lungenliga, mit dem Contact Tracing beauftragt. Strukturell wurden eigene Teams innerhalb der Verwaltungseinheiten geschaffen und technisch wurden in einigen Kantonen IT-Lösungen eingeführt oder ausgebaut, um das Contact Tracing zu unterstützen. Wir haben in den letzten Wochen schon einiges über das Contact Tracing gehört. Ich möchte nochmals die wichtigsten Schritte beschreiben. Am Anfang steht in der Regel eine Labormeldung mit einem positiven PCR-Test und dem Namen der Person. Es erfolgt die telefonische Kontaktaufnahme beim Indexpatienten durch das Team des Contact Tracing. Erfragt wird, ob bereits Kontakt mit dem Hausarzt oder der Hausärztin aufgenommen wurde und ob die Verhaltensanweisungen zur Isolation des BAG erhalten und verstanden wurden. Ebenso werden Fragen zum Gesundheitszustand, den Risikofaktoren und zur Wohnsituation anhand einer Checkliste gestellt. Die Person wird instruiert, sich bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes umgehend beim Hausarzt oder der Hausärztin zu melden. Dann erfolgt die eigentliche Eruierung enger Kontaktpersonen während der ansteckenden Phase, also bis zu 48 Stunden vor Symptombeginn. Anschließend erfolgt die Kontaktaufnahme mit den engen Kontaktpersonen durch das Team des Contact Tracing. Die Kontaktpersonen werden darüber aufgeklärt, dass sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, und es werden ihnen die Verhaltensanweisungen zur Quarantäne erklärt. Dann wird erfragt, ob sie bereits Symptome haben, und falls das der Fall ist, wird die Person instruiert, sich an ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin zu wenden. Es werden auch Fragen zum Gesundheitszustand, den Risikofaktoren und zur Wohnsituation gestellt. Während der Dauer der Quarantäne, respektive der Isolation, findet eine regelmäßige Kontaktaufnahme statt bei Indexpatienten und Kontaktpersonen zur Überwachung des Gesundheitszustandes durch das Team des Contact Tracing. Falls bei Kontaktpersonen neue Symptome auftreten, sollen diese umgehend sich beim Hausarzt oder ihrer Hausärztin melden und das weitere Vorgehen besprechen. Falls es bei Indexpatienten zu einer Verschlechterung der Symptome kommt, sind diese ebenfalls angehalten, umgehend ihre behandelnden Ärzte zu kontaktieren. Eine Entlassung aus der Isolation ist in Übereinstimmung mit den Vorgaben des BAGs frühestens 10 Tage nach Symptombeginn und wenn mindestens 48 Stunden symptomfrei waren, möglich. Die Entlassung aus der Quarantäne erfolgt, wenn nach 10 Tagen seit Letztkontakt zur erkrankten, ansteckenden Person keine Symptome aufgetreten sind. Wir haben aktuell im Kanton Luzern, wie im schweizerischen Trend auch, sehr wenig Fälle. Wir hatten im Schnitt der letzten Woche eine Meldung pro Tag. Wir haben aktuell 14 Personen in Isolation und 12 Personen in Quarantäne. Das sind vergleichsweise wenige Kontaktpersonen, die wir haben pro Indexfall. Wir führen das darauf zurück, dass auch die Leute immer noch etwas in Isolation sind.
und das Social Distancing auch sehr ernst nehmen. Mithilfe einer Softwarelösung soll das Contact Tracing optimal ergänzt werden. Die Software kann eine große Anzahl von Fällen verwalten und sie kann unterstützen bei der Selektion von Risikopatienten. Einige Lösungen bieten zudem die Möglichkeit, dass Personen in Isolation oder Quarantäne selbst ihren Gesundheitszustand erfassen mithilfe einer App, wodurch wiederum weniger Personalressourcen aufgewendet werden für die Personen, denen es zu Hause gut geht. Einige Kantone koordinieren die gemeinsamen Bestrebungen im Rahmen der Einführung solcher Softwarelösungen. Der Kanton Luzern hat innerhalb einer solchen Arbeitsgruppe eine koordinierende Rolle übernommen. Sobald die Swiss-Covid-App breit verfügbar sein wird, wird sie in die kantonalen Abläufe des Contact Tracings integriert werden. Personen mit positivem Test werden beim Erstkontakt durch das Contact Tracing Team aktiv gefragt, ob sie die App installiert haben. Wenn das der Fall ist, können autorisierte Personen in den Kantonen den Aktivierungscode generieren und der positiv getesteten Person mitteilen, welche dann anschließend den Code in die App eingeben kann und damit die anonyme Benachrichtigung der Kontaktpersonen via App auslöst. Die Eingabe des Aktivierungscodes ist selbstverständlich freiwillig und es kann durch den Kanton nicht überprüft werden, ob eine Eingabe stattgefunden hat oder nicht. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Puskolas. Herr Kim. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde Ihnen ein paar Folien zeigen mit 2 Themen. Zum allerersten eine Zusammenfassung von einer Studie, die das BRG in Auftrag gegeben hat, die von Sotomo durchgeführt wurde, zum Thema Wissen, Einstellung und Erklärungsfaktoren bezüglich dieser Tracing-App des Bundes und hinterher noch zum heutigen Start der Pilotphase. Diese Befragung hat stattgefunden am 29. und 30. April diesen Jahres, also ist doch schon auch ein paar Tage her. Das gilt es auch zu bedenken. Es wurden 2019 Personen online befragt und 59% dieser Personen haben angegeben, dass sie die App installieren würden, was doch sehr erfreulich aus unserer Sicht ist. Als wichtigsten Grund wurde genannt, dass sie eben helfen wollen, einen Beitrag leisten wollen gegen die Ausbreitung des Virus, des neuen Coronavirus in der Bevölkerung. Es gibt aber natürlich auch Bedenken und eine große Bedenken haben die Leute genannt ist, wenn sie gezwungen werden würden durch eben bestimmte Institutionen, zum Beispiel ein Arbeitgeber oder in besonderen Lebenssituationen, die danach gefragt werden, ob sie die App installiert haben oder nicht. Beispiel war, wenn Sie ein Restaurant betreten und der Restaurantbesitzer fragt, haben Sie die App installiert? Wenn ja, dürfen Sie rein, ansonsten dürfen Sie nicht rein. Also eine Art Diskriminierungsverbot wurde da auch gefordert. Weitere Bedenken, was nicht wirklich verwunderlich ist, ist das Thema Datenschutz, Datensicherheit und Persönlichkeitsschutz, der immer wieder natürlich im Vordergrund steht. Des Weiteren aber auch technischer Art. Die Leute, die technisch etwas versierter sind, die auch wissen, dass Bluetooth-Technologie verwendet wird bei dieser App, dass diese Bluetooth-Technologie, die immer an sein muss, entsprechend vielleicht zu einem höheren Batterieverbrauch führt oder eben irgendeine Art von Tracking vielleicht auch ermöglicht, irgendeine Art von Ortung auch ermöglicht und bei dieser Gemengelage eben doch verschiedenste Leute gesagt haben, dann würden sie die App lieber nicht installieren. Ein Problem, was eher von älteren Personen genannt wurde, ist, dass sie sagen, sie haben die App gar nicht, oder das Smartphone gar nicht immer dabei. Dementsprechend würde das eben auch nicht wirklich messen können, ob sie mit jemandem in Kontakt waren, der infiziert ist. Der nächste Punkt wird vor allem die Kollegen von der Science Taskforce freuen, nämlich 73% der Befragten haben angegeben, dass sie durchaus bereit wären, anonymisierte Daten von ihnen preiszugeben, entsprechend auch für Forschung und Wissenschaft oder auch um festzustellen, wie gut die App denn wirkt und die Wirksamkeit nachvollziehbar ist. 52% geben an, dass sie eher lieber von einer App informiert werden wollen und gewarnt werden wollen, als jetzt vielleicht vom klassischen Contact Tracing, wo jemand sie per Telefon anruft. Also auch da vielleicht eine gewisse Berührungsangst zu dem klassischen Contact Tracing, was viele Leute eben so noch nicht kennen. Es ist herausgekommen, dass es doch einige Missverständnisse gibt und nach wie vor gibt.
40% der Befragten sind eben der Meinung, dass nicht nur nähere Kontakte aufgezeichnet werden, sondern eben auch Bewegungsdaten, insbesondere GPS-Lokalisationsdaten, was zwar nicht der Fall ist, aber eben bei der Befragung sie sich da nicht so sicher waren. Und zur Zeit der Umfrage doch jede fünfte nicht bewusst war, dass die wirklich relevanten Informationen der App nur lokal auf dem Smartphone gespeichert werden und eben nicht zentral irgendwo gehostet werden oder zentral verwaltet werden. Viele Befragte gingen auch davon aus, dass die App in irgendeiner Art und Weise einen Kontakt hat zum klassischen Contact Tracing und irgendwie auch benutzt wird vom Kantonsärztlichen Dienst im Kontext dieses klassischen Kontaktmanagements, was eben nicht der Fall ist. Das soweit als Kurzzusammenfassung dieser Studie, die seit heute jetzt veröffentlicht ist auf der Sotomo-Webseite und auch auf unserer BRG-Webseite, ist also öffentlich einsehbar. Und es sind noch viele andere interessante Informationen dort zu finden. Ich komme jetzt kurz zu dem heutigen aktuellen Status. Ich kann freudig verkünden, dass die wochenlange Arbeit von sehr, sehr vielen Menschen in verschiedenen Organisationen Früchte trägt, derart, dass wir heute offiziell starten konnten mit der Pilotphase auf Basis der Pilotverordnung, die ja in der Sondersession des Parlaments beschlossen wurde. Und dass wir als erster diese neue sogenannte Exposure Notification API, eine technische Schnittstelle, die von Apple und Google zur Verfügung gestellt wird seit letzter Woche, dass wir in der Schweiz als Erste jetzt diese Funktionalitäten nutzen können, genau für dieses Thema, nämlich die sogenannte Proximity Tracing. Wir können auch stolz darauf sein, dass die Grundkonzepte, die theoretischen Grundkonzepte von der EPFL und ETH Zürich stammen, die jetzt von Apple und Google letztendlich umgesetzt wurden. Marcel Salathe und seine Kollegen waren da maßgeblich mit beteiligt. Heute, wie gesagt, hat diese Pilotphase gestartet mit den ausgewählten Nutzergruppen, so wie in der Pilotverordnung auch schon beschrieben. Hier möchte ich doch einen besonderen Dank an die Armee ausrichten, weil sie waren schon im Vorfeld sehr, sehr stark beteiligt in der technischen Konzeption, in der technischen Testing in dieser App und jetzt auch in der Pilotphase sind knapp 40 Einheiten, Organisationseinheiten der Armee mit beteiligt an Piloten. Also danke da noch einmal dafür. Die Swiss Covid App soll wichtig, das klassische Contact Tracing ergänzen, aber definitiv nicht ersetzen. Sie soll auch keine Menschen im klassischen Contact Tracing ersetzen, weil dafür ist sie nicht gedacht. Sie soll aber eben die Fälle finden, die man vielleicht über das klassische Contact Tracing nicht findet. Herr Koch hat es vorhin eingangs erwähnt, dieses Beispiel von ihm. Das kann dann eben durchaus sein, dass man durch eine App vielleicht dann doch dort so einen Kontakt dann wahrnimmt oder wahrgenommen wird und dann gewarnt werden kann, auch wenn man sich selber vielleicht nicht mehr erinnert, wer dort alles mit dabei war, mit dem man zusammen saß. Die Swiss Covid App ist ausgelegt momentan in der Pilotphase auf eine Sensibilisierung der entsprechend gewarnten Personen. Sensibilisierung derart, dass diese wissen, Achtung, du könntest infiziert sein. Bitte denke daran, bei dem allerersten Symptom sofort medizinischen Rat einzuholen und dann entsprechend dann auch sich testen zu lassen. Ich sage jetzt während der Pilotphase, weil, da werden wir wahrscheinlich auch noch heute drauf kommen, gemäß der oder einem Abschluss nach der Diskussion im Parlament während der Sommersession wird man dann erst festhalten im Gesetz und auch in der Verordnung, wie diese App dann konkret positioniert werden wird. Aktuell baut die Swiss Covid App vor allem auf die Solidarität der Bevölkerung auf, was auch in dieser Sotomo-Studie bestätigt wurde, dass sehr viele Menschen mitmachen würden. Vor allen Dingen aus Solidarität, nicht um sich selber zu schützen mit der App, sondern damit andere zu schützen, indem man Infektionsketten erkennt und eben unterbricht. Zuletzt noch ein paar wichtige Merkmale der App, die allseits bekannt sind, aber die ich doch kurz noch einmal betonen will. Die Freiwilligkeit als eine der wichtigsten Säulen. Jeder darf und kann die App benutzen, muss aber nicht. Es wird auch, so ist es schon vorgesehen, in dem Botschaftsantrag an das Parlament ein Antidiskriminierungsartikel im Gesetz sein, der eben sowohl Benachteiligung als auch eine Bevorteiligung ausschließen soll. Es werden wirklich keine persönlichen Daten und auch keine Informationen der Hardware, der Smartphone selber genutzt, während dieser quasi Tracing, dieses Auffinden von nahen Kontakten. Und es ist so, dass alle diese Informationen verschlüsselt, dezentral auf den Smartphones abgespeichert werden und nach dem Hol-Prinzip diese Smartphones dann herausfinden,
ob es einen Kontakt zu einer infizierten Person gab. Es ist keine aktive Push-Meldung, die zentral verwaltet wird, sondern dezentral. Jedes Smartphone selber holt sich die Information und berechnet entsprechende Informationen, ob es zu einem infizierten Kontakt hat oder nicht. Ja, es wird Bluetooth benutzt und ja, es ist richtig, dass auch dadurch mehr Strom verbraucht wird. Aber gerade mit den technischen Weiterentwicklungen von Apple und Google sind wir sehr zuversichtlich, dass der vermehrte Stromverbrauch sehr minim sein wird. Das gilt aber jetzt auch in der Pilotphase und in den weiteren Wochen auszutesten. Ein wichtiger Punkt für die Benutzbarkeit in den bisherigen Apps in den anderen Ländern, namentlich Singapur oder Australien oder auch in Österreich, ist es so, dass diese App offiziell immer im Vordergrund laufen musste. Sie durfte nicht im Hintergrund laufen, weil sie sonst eben nicht aktiv war. Das ist jetzt mit der neuen Schnittstelle von Apple und Google gelöst, die wir jetzt eben auch nutzen. Das heißt, man installiert die App, kann sie aktivieren, wenn man will, und dann läuft sie einfach und im Hintergrund wird entsprechend mit anderen Apps, wie jetzt mein Smartphone mit seinem Smartphone, jetzt aktuell, weil wir es heute Morgen schon installiert haben, diese Daten in Informationen auch austauscht. Auch wichtig, man kann bei der App jederzeit situationsbedingt auch eine Deaktivierung vornehmen. Es wird Situationen geben, da kann vielleicht nachher Herr Salati noch darauf eingehen, wo es keinen Sinn macht, dass die App aktiv ist. Das soweit von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Kim. Herr Salati. Vielen Dank. Ja, also hier ist sie nun, diese App, über die so viel gesprochen wurde. Sie ist eigentlich final, aber sie ist natürlich noch in einer Pilotversion. Und wir werden jetzt sehen, wie das funktioniert. Ich möchte zu diesem Launch ein paar Gedanken hier noch teilen über die Entwicklung auch dieser App, weil ich glaube, sie kann uns vielleicht auch noch gewissen Aufschluss geben darüber, wie sie funktioniert. Ich habe das ja schon letztes Mal gesagt, wir haben uns schon relativ früh, damals im März, Gedanken gemacht über eine solche mögliche Tracing-App, weil wir damals natürlich wie alle nach Asien geschaut haben und natürlich alle dasselbe Ziel hatten, nämlich diese Epidemie rasch unter Kontrolle zu kriegen, aber natürlich nicht mit Methoden, die man teilweise da sieht. Und deshalb haben wir uns an der EPFL dann auch relativ rasch zusammengeschlossen mit der ETH Zürich und auch anderen europäischen Hochschulen. Am 1. April haben wir dieses DP3T Protokoll veröffentlicht. Das steht für Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Das Wichtigste an diesem ist das D, das heißt eben, dass es dezentral ist. Was das bedeutet, wie Herr Kim ja gesagt hat, ist, dass die sensitiven Daten, und das sind eben die Kontaktdaten, dass die eben nicht zentral gespeichert werden, nie, sondern dass sie immer nur auf den Geräten bleibt und so eben auch allfällige Überwachungsmöglichkeiten ausschließt. Das war uns ganz wichtig, aber man darf nie ganz vergessen, obwohl es jetzt ein Standard geworden ist, das war überhaupt nicht ein gewonnenes Spiel von Anfang an. Es gab ganz viele Interessen, das zentral zu machen. Aber am 10. April gab es ja dann diese fast schon historische Google und Apple zusammen Ankündigung, dass man basierend auf dem Konzept eben das dezentrale Modell verfolgen würde. Und seit dann gibt es natürlich eine sehr intensive Zusammenarbeit diverser Akteure, um dann diese App auch wirklich zu realisieren, weil ein Protokoll ist das eine App, die auch wirklich funktioniert, ist das andere. Und ich möchte hier auch meinen Dank aussprechen an alle, die hier mitgearbeitet haben, wirklich 7 Tage die Woche. Insbesondere die Kollegen natürlich an den Hochschulen, aber auch natürlich dem BAG und dem BIT, mit denen wir sehr unkompliziert zusammenarbeiten durften. Ich möchte hier auch erinnern, dass der Direktor des BAGs schon Ende April sich öffentlich zu einem dezentralen Konzept bekannt hat. Das war ein wichtiger Schritt und auch ein mutiger Schritt. Und danke Herrn Struppler sehr noch im Nachhinein dafür. Und natürlich auch die ganzen Entwicklungen möchte mich auch hier noch anschließen an den Dank an die Armee, die das von Anfang an auch mit unterstützt hat. Ich gehe jetzt davon aus, dass alle Länder, die App-basierendes Proximity Tracing machen werden, diese Apple- und Google-Schnittstelle benutzen werden, weil es ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie man das wirklich machen kann. Diese Schnittstelle, das haben Sie vielleicht gelesen,
darf nur von staatlichen Gesundheitsbehörden eingesetzt werden. Das heißt, es kann also nicht jetzt eine Privatfirma kommen und auf Gutdünken eine App bauen, die diese Schnittstelle benutzt. Das muss gut geheißen werden von einer staatlichen Gesundheitsbehörde, wie eben dem BAG. Und die Schweiz ist jetzt effektiv heute das erste Land in der Welt, in dem die Gesundheitsbehörde eine solche Lösung basierend auf dieser Schnittstelle lanciert. Und ich finde das sehr schön. Und ich glaube, in diesem Raum wurde vor ein paar Tagen gesagt, wir können Corona. Ich glaube, man darf jetzt auch anfügen, wir können Technologie. Ob es dann natürlich wirklich funktioniert, das werden wir sehen. Man darf hier auf keinen Fall jetzt irgendwie arrogant sein, aber deshalb gibt es ja eben auch diesen Pilot. Der Pilot ist wichtig für uns in der Schweiz, um zu sehen, ob das alles gut funktioniert. Ich denke, wir werden auch unter intensiver Beobachtung aus dem Ausland stehen, weil die wollen natürlich auch sehen, wie unsere Erfahrungen sind. Wir sind auch ständig im Austausch mit anderen Ländern, um zu sehen, wie das geht mit ihren Apps. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz anfügen, was mir persönlich wichtig ist, was Herr Kim jetzt auch noch mal unterstrichen hat und was man, glaube ich, sehr stark noch weiter unterstreichen muss, auch aufgrund von diesen Resultaten von dieser Umfrage, nämlich das Thema Überwachung. Es ist wirklich wichtig zu sagen, dass ich glaube, wir alle hier auf dem Podium, aber ich kann hier primär für dieses DP3T-Projekt sprechen, wir waren eben von Anfang an motiviert, dass es eben eine Technologie ist, die eine solche zentrale Überwachung verhindert. Und genau aus diesem Grund haben wir eben den dezentralen Ansatz entwickelt. Und dass das jetzt auch in diesen Betriebssystemen ist, die 99,5% der weltweiten Betriebssysteme stellen, nämlich Android und iOS, das ist natürlich etwas, was wir sehr schön finden. Und man muss hier auch noch hinzufügen, dass die Sorge um Bewegungsaufnahmen, die ist natürlich, das ist eine verständliche Sorge, das wollten wir nie machen, aber es ist mittlerweile auch von Apple und Google verhindert. Man darf diese Schnittstelle nicht in einer App benutzen und gleichzeitig GPS-Daten sammeln. Das würde in keinen App Store gehen. Also die Bevölkerung kann hier wirklich beruhigt sein, dass keine solche Überwachung möglich ist. Und dafür haben wir uns von Anfang an eingesetzt und wir sind froh, dass es jetzt so gekommen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Salathe. Wir kommen nun zu einem anderen Thema, dem Thema Tourismus. Und Herr Jakob hat das Wort. Besten Dank, geschätzte Anwesende. Ja, das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Ich berichte ganz kurz über den gestrigen zweiten Tourismusgipfel, der gestern hier in Bern stattgefunden hat, wiederum auf Einladung der Bundespräsidentin mit dem Tourismusminister Guy Parmelin sowie auch mit Bundesrat Alain Berset. Seitens der Schweizer Tourismusbranche waren die unter der sogenannten Tourismusallianz zusammengeschlossenen Verbände eingeladen, sowie auch Schweiz Tourismus. Ziel dieses zweiten Tourismusgipfels, exakt 4 Wochen nach dem ersten, war es zunächst einen Rückblick auf die bereits erfolgten Öffnungsschritte zu werfen, vor allem die Öffnungsschritte der Restauration 11. Mai und diesbezügliche Erfahrungen auszutauschen, sowie auch einen Ausblick auf weitere Entwicklungen und Rahmenbedingungen für den Schweizer Tourismus zu geben. Angesichts der positiven Entwicklung der Fallzahlen, wir haben es gerade heute jetzt nochmals bestätigt bekommen, war gestern im Vergleich zu vor 4 Wochen sowas wie eine, ich sag mal, Aufbruchsstimmung festzustellen. Diese war vor allem auch getragen durch die Hoffnung, dass die nächsten Lockerungsschritte, welche ja der Bundesrat voraussichtlich diesen Mittwoch beschließen wird, auch vor allem dem Tourismus zugutekommen wird. Es wurde seitens der Branchenvertreter gestern mehrfach betont, wie wichtig es sei, das touristische Angebot, quasi die Wertschöpfungskette vollständig und unterbruchsfrei zur Verfügung zu haben. Ja, im Querschnittssektor Tourismus hängt ja sowieso alles ein bisschen mit allem zusammen. Sich bewegen dürfen im öffentlichen Raum, ÖV benutzen, Bergbahnen, sich verpflegen, Familienfeste feiern mit mehr als 4 Personen, Camping, Freiluftaktivitäten und so weiter. Seitens des Bundesrates wurde dann auch gestern in Aussicht gestellt, dass angesichts der positiven Entwicklung der Fallzahlen der 27.05. voraussichtlich, Zitat, keine negativen Überraschungen, Zitat Ende, für den Tourismus bringen wird und dass damit auch dem Sektor wieder mehr Planungssicherheit zurückgegeben werden kann.
Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Tourismussektor in der Schweiz, aber auch weltweit stark und hart von der Covid-Krise betroffen ist. Und die Erholung wird auch nicht gleich von heute auf morgen geschehen. Den Tourismus kann man nicht einfach wieder hochfahren wie einen Industriebetrieb. Es sind harte Faktoren auf der einen Seite, Reisebeschränkungen, Schutzkonzepte, aber auch weiche Faktoren wie das Vertrauen in die Sicherheit, Reiselust und so weiter. All dies spielt eine Rolle. Schutzkonzepte gerade im Gastrobereich bedürfen Anpassungen, so der Tenor gestern, wenn die Betriebe dann auch wieder rentabel geführt werden sollen. Das SECO schätzt den Wertschöpfungsverlust während des Lockdowns auf mehr als 90% für die Beherbergungswirtschaft und auf mehr als 80% für die Gastronomie. Wir werden diesen Donnerstag, wird die KOF der ETH Zürich die nächste Tourismusprognose veröffentlichen. Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass der Tourismus in diesem Jahr ein Minus der Gesamtnachfrage von etwa einem Drittel zu verkraften haben wird. Zu den Maßnahmen. Der Bundesrat hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Covid-Krise auf Gesellschaft und Wirtschaft zu vermindern. Kurzfristig, wie in anderen Sektoren, bleibt im Tourismussektor die Sicherung der Liquidität wichtig. Stichwort Kurzarbeit, verbürgte Covid-Kredite. So wurde in der Hotellerie und Gastgewerbe für rund 3/4 aller Beschäftigten Kurzarbeit vorangemeldet, bei den Bergbahnen sogar fast 100% für alle Beschäftigten. Von den Covid-19-Krediten haben gemäß einer repräsentativen Umfrage der touristischen Branchenorganisation Ende April rund 50% der Restaurants und rund 45% der Hotels Gebrauch gemacht. Es gab auch Maßnahmen im Bereich der spezifischen tourismuspolitischen Förderinstrumente. Ich nenne da Schweiz Tourismus. Das Parlament hat anlässlich der Sondersession zusätzliche Bundesmittel für Schweiz Tourismus im Umfang von 40 Millionen für die Jahre 2020 und 2021 bewilligt. Als Rahmenbedingung, als Voraussetzung für die Mittelverwendung wurde festgehalten, dass die Hälfte der Mittel zur Entlastung der Tourismuspartner, vor allem auch der regionalen Tourismusorganisation, eingesetzt werden muss. Also diese erhalten mit anderen Worten ein Guthaben von rund 20 Millionen Schweizer Franken für 2020, 2021, um bei Schweiz Tourismus Marketingleistungen zu beziehen. Hinzu kommt, dass die Zusatzmittel zur Förderung des nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden sollen. Die Schweiz hat sehr viel zu bieten in Sachen nachhaltigen Tourismus. Es geht jetzt darum, auch dies noch besser und noch vermehrt in entsprechende Angebote und Produkte zu verpacken und umzugießen. Ferner wurde auch gesagt, dass vor allem der Binnentourismus gefördert werden soll. Ich denke, das kommt fast automatisch von selbst. Und ebenso wurde hat das Parlament als Bedingung gestellt, dass alle Bevölkerungsschichten profitieren sollen können, also dass auch preislich attraktive Angebote im Hochpreisland Schweiz zu kreieren und anzubieten sind. Ich überspringe da die Maßnahmen, die in anderen tourismuspolitischen Instrumenten wie die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit oder der Regionalpolitik auch schon bewilligt wurden und komme darauf zu sprechen, dass auch außerhalb dieser Instrumente, dieser spezifischen tourismuspolitischen Instrumente gewisse Maßnahmen eine wichtige Rolle spielen. Das Parlament hat einen befristeten Rechtsstillstand für die Reisebürobranche beschlossen, und zwar betreffend Forderungen von Kundinnen und Kunden, die sich aus der Stornierung einer Reise ergeben. Die Reisebüros sind per Pauschalreisegesetz verpflichtet, bei stornierten Reisen die Kundinnen und Kunden, wenn die das wünschen, Cash zu entschädigen. Selber erhalten aber die Reisebüros seitens der Airlines oder seitens der ausländischen Hotelketten, wo eigentlich schon Leistungen vorfinanziert wurden, diese Mittel nur zögerlich zurück. Und von daher ist dieser Rechtsstillstand, der bis zum 30. September gilt, gibt der Branche etwas Luft, um entsprechende Lösungen zu finden.
Relevant ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Bund beschlossen hat, Swiss und Edelweiss zu unterstützen, aber auch hier eine Bedingung an die Unterstützung, nämlich Swiss und Edelweiss müssen zusichern, dass sie den Reisebüros bis eben Ende Rechtsstillstand, 30. September, die vorausbezahlten Mittel für annullierte Flüge zurückerstatten. Die Reisebürobranche und der Outgoing-Tourismus spielen insgesamt auch für den Incoming-Tourismus in der Schweiz eine wichtige Rolle. Die Tourismuspolitik der Schweiz konzentriert sich ja vor allem auf den Incoming-Tourismus. Dabei geht manchmal eben der Outgoing-Tourismus, also das, was Reisebüros und so weiter machen, etwas vergessen. Ungefähr 2/3 der Verkäufe von Flügen in der Schweiz werden von Reisebüros gebucht. Und es ist klar, dass nur mit einer gewissen Frequenz auch gewisse Flugstrecken rentabel zu betreiben und zu bedienen sind. Davon profitiert eben der Tourismusstandort Schweiz, der Incoming-Tourismus, aber auch der Wirtschaftsstandort Schweiz insgesamt, da ja eine gute Erreichbarkeit via Luft, Schiene, Straße und Wasser wichtige Standortfaktoren sind. Zu guter Letzt sind Maßnahmen auf internationaler und zwischenstaatlicher Ebene von großer Bedeutung für den Tourismus. Ich erinnere daran, dass ab 15. Juni eine Öffnung der Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich erfolgen wird. Damit wird, soweit es die Situation erlaubt, die Reisefreiheit zwischen diesen Nachbarländern und der Schweiz ab diesem Datum wiederhergestellt. Gerade Deutschland als Quellmarkt für die Schweiz ist enorm wichtig. Nach den einheimischen Touristen sind die deutschen Touristen selbstverständlich die größte Gruppe. Und es ist zu beobachten, dass in diesen Tagen auch weitere Länder, vor allem auch die Mittelmeeranrainer, große Anstrengungen unternehmen, auch, um doch noch einen Teil dieses Sommertourismus zu retten. Ich nenne Italien, Griechenland, Türkei. Der Konkurrenzkampf wird groß werden um die Touristen diesen Sommer. Vielleicht zum Abschluss möchte ich nochmals auf die Aufbruchstimmung anlässlich des gestrigen 2. Tourismusgipfels zurückkommen. Die zentrale Message lautet immer noch, Reisen und Freizeitaktivitäten sind wieder möglich, natürlich immer unter Berücksichtigung der Hygiene- und Distanzvorgaben. Die Angst, rauszugehen, wie das teilweise in gewissen Teilen der Bevölkerung nach wie vor vorhanden ist mittlerweile unbegründet. Die Schweiz ist nicht von ungefähr ein begehrtes Reiseziel und die Schweiz hat auch nicht von ungefähr das Image, außerordentlich sauber zu sein. Dieses Image, das vielleicht sonst nicht allzu attraktiv oder sexy daherkommt, ist jetzt in dieser Covid-Krise doch ein Plus, ein Trumpf. Und von daher ist die Schweiz, um es mit Schweiztourismus neudeutsch auszudrücken, ist clean and safe. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen schon jetzt einen schönen Sommer. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Droh. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag auch von meiner Seite. Wir sind jetzt am 71. Tag der Operation Corona 20, die immer noch läuft. Natürlich in kleinerem Umfang. Ich komme auf die Zahlen zurück. Aber wir sind immer noch in 3 Missionen unterwegs, wie von Anfang an, wie seit Mitte März. Nämlich Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. Wir unterstützen auch die Eidgenössische Zollverwaltung und dann auch die Polizei in Genf und im Waadtland für den Botschaftsschutz. Zahlen jetzt. Im Bereich der Gesundheit bis Ende dieser Woche werden wir nur noch 100 Armeeangehörige, und zwar von Berufsmilitärs und Durchdiener haben. Beim SEM und im Kanton Zürich sind diese aktiv. Das bedeutet, dass wir Ende dieser Woche sämtliche Armeeangehörigen, sämtliche Soldaten, die im Gesundheitsbereich engagiert worden waren, freistellen werden. Jetzt zur Sicherheit. Wie gesagt, Zollverwaltung und Polizei Genf und Waadt. Da haben wir im Moment 650 Personen, vor allem an der französischen Grenze im Amt und dann auch eben im Botschaftsschutz in den Kantonen Genf und Waadt. Diese Dienstleistungen könnten bis Ende Juni verlängert werden.
Das heißt also, wenn wir heute diese Dienstleistungen anschaut, plus die Stäbe, plus die Grundleistungen, dann haben wir im Moment 1000 Armeeangehörige, die in Corona 20 engagiert sind und die immer noch Assistenzdienst leisten. Wir werden natürlich Lehren ziehen müssen aus dieser Anlage. Und wir werden das direkt tun, und zwar unmittelbar, ungefiltert. Und deswegen werden wir im Juni sämtliche Kommandanten an einen Tag einberufen, um von ihnen zu hören, was für Lehren sie aus dieser Übung ziehen und das natürlich beim nächsten Mal auch anzuwenden. Ich möchte jetzt gerne noch darüber informieren, wie es weitergehen wird mit dem Dienst. Viele junge Menschen fragen sich wahrscheinlich, wie der Dienst in Zukunft stattfinden wird. Zum Beispiel die Rekrutierung, hat heute angefangen. Das heißt, die Rekrutierungszentren haben heute wieder geöffnet und wir haben den ganzen Prozess wieder angefangen, einfach den normalen Prozess. Die Rekrutenschulen, die am 29. Juni 2020 anfangen sollen, sind geplant und wir werden alles tun, um diese Rekrutenschule auch durchführen zu können. Einige Vorteile haben wir jetzt. Die Kader, die jetzt in diese Sommer-RS kommen, die haben die Corona-Krise erlebt. Die waren ja in der Frühlings-RS. Die Infrastruktur, der Prozess, das hat sich schon eingespielt. Die Armee weiß, wie man mit dem Corona-Risiko lebt. Und da haben wir doch, wäre es in unserem Sinne, jetzt mit der Sommer-RS dazu profitieren. Diese RS muss stattfinden, weil die Armee sie braucht. Denn es gilt, die verschiedenen Einheiten der Armee mit genügend Personal zu versorgen. Und es hat sich ja gezeigt, dass sämtliche Dienstleistungen während der Corona-Krise erfüllt werden konnten. Die Jungen, die Rekruten, die haben ja die Aufgabe, die Pflicht, sie haben die Dienstpflicht, aber sie haben auch ein Recht. Und diese jungen Menschen haben seit einem Jahr oder seit 2 Jahren schon geplant, dass sie im Sommer 2020 ihre Rekrutenschule absolvieren werden. Und für die Jungen, die studieren oder im Berufsleben stehen, ist es wichtig zu wissen, dass sie jetzt ihre RS machen können, damit sie nachher einen Schritt weitergehen können. Und jetzt noch zu den Wiederholungskursen. Diese wurden alle gestrichen bis September 2020. Wir haben nur die Wiederholungskurse im Zusammenhang mit Corona beibehalten, die tatsächlich notwendig sind für das Funktionieren der Armee. Ich habe geschlossen. Sie können nun Ihre Fragen stellen, bitte. Herr Koscher. Question sur l'application. Je viens de l'installer personnellement sur mon Ich habe das gerade selber installiert auf meinem Smartphone. Heißt das, dass ich jetzt zu denen gehöre, die bei der Pilotphase mitmachen dürfen, oder kann das jeder installieren, jetzt schon? Können Sie das kurz bitte präzisieren? Wer genau auf der Liste ist von denen, die teilnehmen? Ob diejenigen, die teilnehmen dürfen, informiert werden. Und dann noch eine zweite Frage. Welchen Retour erwarten Sie da? Was werden Sie daraus für Lehren ziehen? Vielen Dank für die Frage. Gemäß der Pilotverordnung, die verabschiedet wurde, haben wir Nutzergruppen im Fokus jetzt in der Pilotphase, wo es Personen sind, die sich auch im Alltag eigentlich begegnen. Also Leute, die zusammenarbeiten, zum Beispiel jetzt auch Armeeangehörige, die tagsüber miteinander zu tun haben, die vielleicht auch bei einer kantonalen oder Bundesbehörde, zum Beispiel das Bundesamt für Information und Technologie, das BIT, dass dort diese Menschen gemeinsam auch ins Büro gehen, die ähnliche ÖV-Mittel benutzen und dort sich begegnen können. Dort wollen wir ja eben genau diese Szenarien testen, die die App letztendlich herausfinden will, diese Kontakte. Und dementsprechend Einzelpersonen macht das eben wenig Sinn, weil sie so verteilt sein können, die nicht wenig miteinander Kontakt haben. Aus dem Grunde haben wir es auf diese Nutzergruppen erst einmal beschränkt. Zu Ihrer zweiten Frage, was ist unsere Zielsetzung mit dieser Pilotphase? Einerseits ganz einfache technische Probleme zu finden in der Infrastruktur, die wir haben, auch zum Beispiel die Erzeugung von so einem Aktivierungscode, aber auch ganz normale Benutzbarkeitsproblemstellungen. Wenn jemand so eine App installiert, dann
funktioniert das nicht bei jedem automatisch gut und einfach. Dann gibt es Probleme und dort haben wir entsprechende technische Hotlines auch eingerichtet. Ich habe auch heute schon gehört, heute Morgen, dass bereits solche Anrufe kamen, weil es eben nicht ganz einfach runtergeladen und installiert werden konnte. Um so etwas auch auszutesten, haben wir diese Pilotphase gestartet. Uns ist bewusst, dass aufgrund der aktuell sehr niedrigen Fallzahlen die Wahrscheinlichkeit, wie der Herr Koch auch schon gesagt hatte, dass man sich heute infiziert, ja sehr niedrig ist und bei den nicht sehr hohen Zahlen der User, der Pilot-User, wir hier auch nicht große Fallzahlen von eben solchen Warnmeldungen erwarten können. Uns ging es aber mehr eigentlich darum, die Infrastruktur und das normale Nutzen der App einmal zu testen und dort auch Feedback zu bekommen von diesen Pilot-Usern. Frau Kleck. Ja, ebenfalls zur App. Wie sieht es mit den Lohnfortzahlungen aus, wenn jemand freiwillig in die Quarantäne gibt? Gibt es sie? Falls ja, wer zahlt dafür? Falls es sie nicht gibt, ist das nicht ein Hindernis oder quasi wird es nicht eine Frage des Geldes, wer überhaupt diese App runterlädt? Also dazu will ich das betonen, was ich vorhin in der Studie kurz eigentlich erwähnt habe, dass die allermeisten Menschen die App nutzen wollen, eigentlich aus Solidaritätsgedanken heraus. Was Sie ansprechen, ist aber sicher richtig und auch ein Thema. Und das wird sicher ein Thema auch sein in der parlamentarischen Diskussion, welche Incentives oder welche möglichen Anreize, nenne ich es mal, für das Herunterladen der App, wie gesagt, nach wie vor freiwillig, bitte wichtig, es geben soll. Und da müsste am Ende des Tages der Gesetzgeber festhalten, ob zum Beispiel so eine Lohnfortzahlung automatisch garantiert ist, wenn man von der App später gewarnt wird. Stand heute ist es nicht der Fall. Während der ganzen Pilotphase gilt das aktuell geltende Gesetz. Entsprechend gibt es dort keine Lohnfortzahlung, wenn man jetzt von der App gewarnt werden würde während der Pilotphase. Und wie dann das letztendlich im Gesetz und in der Verordnung dann herauskommen wird, kann ich jetzt heute nicht sagen. Aber Ihr Thema, was Sie angesprochen haben, wird sicherlich auch im Parlament diskutiert werden. Aber Stand heute gibt es keine automatische Lohnfortzahlung. Herr Clemens. Eine Frage der App an Herrn Koch. In der Schweiz haben wir ja jetzt eine Pionierrolle mit dieser App. Gibt es aber schon Indizien oder Beweise wissenschaftlicher Art, dass wir die Epidemie stoppen können mit dieser App? Ich denke, das ist eher eine Frage für Herrn Kim, denn er kümmert sich um diese App. Ich möchte dort gerne den Ball sogar weitergeben an den Herrn Salathe. Ich glaube, es gibt bisher noch keine wissenschaftlichen Beweise. Das muss so gesagt werden. Aber wir fangen einfach mal an, wie immer in der Wissenschaft. Wir haben fundierte Gründe zu glauben, dass es funktionieren wird. Die Epidemie komplett zu stoppen, vielleicht nicht, aber es ist ein Hilfsmittel von anderen. Wir glauben, es wird funktionieren und deswegen jetzt aber auch noch die Pilotphase. Ja, eine Frage an Herrn Salathe. Was für Kontakte generieren diese nicht zentralisierte Push? Bestätigen Sie, dass wären Kontakte länger als 15 Minuten und unter 2 Meter, wie vor einigen Tagen schon gesagt wurde, oder? Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Welche Kontakte wir messen? Nein, ja eben. Ja. Also welche Kontakte generieren dann diese unzentralisierte Push, dezentralisierte Push? Also wenn ich mit jemandem also länger als 15 Minuten treffe und rede und dann eben unter 2 Meter, also wie? Mhm. Genau, aber also nur um das Timing richtig zu halten, die Kontakte werden zuerst aufgenommen und dann, wenn die Applikation feststellt, dass es sich um Kontakte handelt, also retrospektiv natürlich über diesen Code mit Infizierten, dann wird die Berechnung durchgeführt, hatte eine gegebene Person, die diese App installiert hat, hatte die Kontakte mit Infizierten über 15 Minuten und in eine Distanz von rund 2 Metern. Und dann kommt diese Nachricht. Wir hoffen, das relativ gut messen zu können.
Auch hier muss man immer natürlich vollkommen transparent sein. Diese Distanzabschätzungen, das sind Abschätzungen. Das Bluetooth-Protokoll selber hat keinen Distanzparameter, es hat einen Signalstärkeparameter und mit der Abschwächung der Signalstärke schätzt man die Distanz ab. Deshalb da sind wir auch immer noch am gewisse Messungen durchzuführen. Man muss auch sagen, wir haben erst jetzt vor einigen Tagen die finale Version auch von diesem Google und Apple, von dieser Schnittstelle bekommen und werden das sicher noch weiter verfeinern. Aber ich glaube, es gilt auch immer zu sagen, dass natürlich auch die 2-Meter-Regel eine gewisse Abschätzung ist. Was wichtig ist für uns, ist am Schluss zu sehen, hat die App effektiv Fälle gefunden und damit Übertragungsketten verhindern können. Ich glaube, letztendlich ist das die viel wichtigere Frage auch als, waren es exakt 2 Meter oder nicht. Frau Gall? Jetzt hat die Umfrage ergeben, dass das Wissen über die App relativ klein ist oder zum Teil eben auch falsch. Wäre dann der Schluss richtig, dass wenn das Wissen eben verbessert würde oder verbessert wäre, dass dann mehr Leute auch bereit wären, diese App zu installieren? Das ist auf jeden Fall unsere Hoffnung. Deswegen haben wir auch diese Umfrage machen lassen, um herauszufinden, wo entsprechende Wissenslücken sind. Und die Umfrage zeigt auch ganz klar, die Menschen, die mehr über die App wissen, sind auch bereit, die App auch runterzuladen, weil zum Beispiel genau dieses Thema Datenschutz und Datensicherheit dann weniger kritisch gesehen wird, weil sie mehr verstehen, wie diese App funktioniert und was für Informationen tatsächlich in der App oder über das App-System insgesamt eigentlich genutzt werden. Und von daher werden wir auch entsprechend eine Aufklärungskampagne starten diesbezüglich. Das ist schon längst geplant bei uns und die werden wir dann auch starten, wenn es offiziell durch das Parlament durch ist, damit die Bevölkerung wirklich weiß, was sie tut, wenn sie es freiwillig tut. Herr Burkhardt? Es wurde immer gesagt, 60% müssten mitmachen, damit das aussagekräftig ist. Jetzt seit die Umfrage sind 59%, die bereit wären, Schwein gehabt. Aber wenn diese Zahl doch nicht erreicht wird, was würde das bedeuten? Oder woher kommt eigentlich diese Zahl 60%? Ja, diese Zahl, also woher sie genau kommt, also wie sie so populär wurde, das ist die große Frage. Aber es gibt also die ersten Modellierungen zu diesem Thema, die hatten einfach gezeigt, dass wenn rund 60% der Bevölkerung eine solche App benutzen würde, dann könnte eine solche App, wenn sie dann auch wirklich zu Quarantäne führen würden und alles schnell gehen würde, dann könnte das allein die Epidemie, also diesen berühmten Reproduktionswert unter 1 bringen. Damit wollte natürlich niemand vorschlagen, dass das Einzige sein soll, was man machen soll. Und ich glaube, auch als Konsequenz davon hat man dann auch noch Folgemodellierung gemacht, um zu zeigen, was ist eigentlich der Effekt, wenn das 20% benutzen, 30%, 40% und so weiter. Und die Effekte, die sind da. Die Effekte, die beginnen in dem Moment, wo Leute diese App benutzen. Aber sie werden natürlich relativ schnell, relativ stark, wenn es mehr benutzen. Und bei 60% ist man da auf einem Wert, wo eben die App alleine schon sehr stark diese Epidemie brechen könnte. Aber eben niemand würde das jemals vorschlagen, dass das eine gute Strategie wäre. Und wo würden Sie sagen, ist so die untere Grenze? Also es muss mindestens erreicht sein, damit das noch einen Sinn macht? Also für mich ist weniger die Frage, bei welchem Prozentsatz können wir jetzt sagen, das hat was gebracht, sondern eher dann effektiv bei der Konsequenz, wo wir sagen können, alle diese Fälle wurden gefunden, alle diese Quarantänefälle wurden gemacht und es sind Leute, die effektiv infiziert waren. Das sind effektiv die Zahlen, die uns letztendlich wichtig sind, mehr als die konkrete Prozentzahl. Frau Faki? Ich hätte ebenfalls noch 2 Fragen zur App. Das eine ist, gehe ich richtig in der Annahme oder habe ich das richtig memoriert, dass es mit dem Start der Testphase, mit dem Start der Pilotphase ein paar Tage länger gedauert hat, als man ursprünglich, mir war irgendwie so nach 18. oder so. Okay, dann ist das so. Das zweite ist, Herr Salati, Sie haben gesagt, eben, Sie haben nochmal klargestellt, es sei keine Bewegungsdaten und so weiter könnten
über die Schnittstelle generiert werden. Gilt das auch für die Inhaber der beiden Betriebssysteme, also Apple und Google, können auch die, wenn ich das Bluetooth permanent aktiviert habe, nicht darauf zugreifen? Ja, also ich meine, die Bluetooth-Schnittstelle selber kann keine Ortsdaten feststellen. Aber es ist einfach so, wenn ich eine App baue und sage, okay, ich möchte diese Features und jetzt möchte ich auch noch GPS, dann muss man das aktivieren im Programmcode. Und im Moment ist es halt einfach so aufgegleist vom Betriebssystem, dass wenn man diese Schnittstelle für diese sogenannte Exposure Notification, also diese Schnittstelle für eben das Contact Tracing benutzt, dann kann man nicht auch gleichzeitig das GPS benutzen. Und das gilt für alle. Und ich denke, das gilt auch für Apple und Google selber. Herr Kim, Sie wollten noch ergänzen? Ja, auf die erste Frage und dann noch auf die vorherige Frage noch eine kurze Antwort. Auf Ihre erste Frage mit dem 18., wo wir ursprünglich geplant hatten, eine Pilotphase zu beginnen, das ist korrekt. Ursprünglich sogar intern hatten wir den 11. noch eine Woche früher geplant gehabt. Hintergrund, dass wir es auf den heutigen Tag gelegt haben, sind tatsächlich jetzt diese technischen Verbesserungen, die Apple und Google jetzt geschafft haben in den letzten Wochen, in einer sehr intensiven Zusammenarbeit übrigens mit EPFL und ETH Zürich, muss man dazu sagen. Und wir haben hin und her überlegt, ob wir nicht mit unseren eigenen technischen Mitteln starten wollen, ohne auf die Schnittstelle von Apple und Google zu warten, die neue, weil wir nicht genau wussten vor 2-3 Wochen, wann kommt die denn von Apple und Google. Aber da sich die Anzeichen verdichtet haben, dass sie es schaffen werden auf den heutigen Tag, haben wir gesagt, dann warten wir noch ein paar Tage, weil wir hätten durchaus letzte oder vorletzte Woche schon starten können mit den Piloten. Aber es wäre dann noch auf unserer eigenen Technologie gewesen und nicht mit der neuen Technologie, wo wir doch auch wirklich wissen, dass die einige Vorzüge hat. Dann vorhin noch die 60%-Frage, möchte ich doch ganz kurz auch noch erwähnen. Diese Studie, diese besagte, es gibt tatsächlich in der Welt nur diese eine, die Zahlen in diese Richtung hin geliefert hat, kann man auch so interpretieren, dass wenn denn wirklich Contact Tracing, und zwar auch das klassische Contact Tracing gemacht wird und die Menschen, die informiert werden, bitte geh in Quarantäne, weil es ist nicht immer ein Du musst gehen und es ist auch nicht immer, selbst wenn es ein Muss ist, dass es entsprechend auch kontrolliert werden kann. Nicht so wie in Asien, wo man so Armbänder bekommt und sobald man das Haus verlässt, fängt es an zu bimmeln und die Polizei steht vor der Tür. So ist es eben hier nicht. Aber wenn dort eben die Bevölkerung, 60% der Bevölkerung mitmachen oder 2/3 mitmachen würden bei solchen Maßnahmen, dass man damit eben diesen berühmten R-Wert unter 1 halten kann. Also es ist mehr so eine Aussage, macht mit bei dem sagen wir mal, Größenordnungen, dann können wir gemeinsam als Bevölkerung diese Epidemie drücken. Das ist eigentlich noch eine wichtige Aussage, dass eben auch das klassische Contact Tracing, die Mitmachquote entscheidend sein wird. Herr Brotschi. Ja, ich habe Fragen an Herrn Koch, und zwar kommen die von der Sportredaktion im Zusammenhang mit Äußerungen zu den Fußballspielen, und zwar ob Sie den Fall, dass es jetzt im Juli möglich sein sollte, ob die Zuschauer Masken tragen müssten, nur zum Beispiel jeden zweiten Sitz besetzt wäre und ob damit Stehplätze ausgeschlossen sind. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich kann das noch einmal präzisieren, was ich gestern gesagt habe. Ich habe gesagt, es ist denkbar, dass man ab Juli wieder Fußballspiele mit Zuschauern hat, wenn, und das ist die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht, wenn nachvollzogen werden kann, wer wo sich aufhält. Das ist das Wichtige. Und alles andere sind dann Zusätze, die man im Schutzkonzept erarbeiten muss. Aber es wird auf jeden Fall nur dann gehen, wenn die Rückverfolgbarkeit der Leute in den Stadien möglich ist. Und das ist der springende Punkt, dass sie wissen, mit wem hatten sie Kontakt und mit wem nicht. Es ist relativ einfach erklärt, wenn Sie sich vorstellen, dass 10.000 Leute zusammenkommen, unkontrolliert, ein Fall ist positiv, dann müssten Sie ja theoretisch 10.000 Leute in Quarantäne stecken und das können Sie nicht. Wenn Sie aber wissen, wer wo sich aufgehalten hat, in welcher Distanz, dann können Sie 10 oder 20 umgebenden Sitzplätze in Quarantäne stellen und das ist machbar. Frau Nowak.
Ich habe vorhin versucht, die App zu finden und habe stattdessen eine von Ghana gefunden und noch von ein paar anderen Ländern. Und jetzt meine Frage, wie groß ist denn das internationale Interesse jetzt an dieser Schweizer Pionierlösung? Und daran anknüpfend die zweite, wahrscheinlich entscheidendere Frage, wie sieht es dann mit der Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Anwendung aus? Ich fange mal an und gebe dann gerne das Wort weiter an Herrn Salathe, weil er dort mit maßgeblich an der Konzeption beteiligt war. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir hier im Austausch sind mit verschiedenen anderen, auch Bundesministerien für Gesundheit, namentlich jetzt auch Deutschland, bin ich im Kontakt, die sehr ein großes Interesse haben an dieser Austauschbarkeit, der sogenannten Interoperabilität dieser Informationen, dass eben auch zum Beispiel ein deutscher Tourist, der hier in der Schweiz dann hoffentlich dann auch eben Urlaub macht, entsprechend dann auch hier mit dieser App sich mit seiner App aus Deutschland entsprechend dann hier sich bewegt. Und er kommt in Kontakt mit meinem Smartphone und ich bin dann irgendwann mal vielleicht positiv infiziert. Dann ich aktiviere den Code und dann wird auch dieser deutsche Tourist dann gewarnt werden können. Das ist das Ziel. Und genau auf der Basis mit dieser Überlegung haben Herr Salathe und die Kollegen von der EPFL gemeinsam mit den anderen europäischen Forschungsinstitutionen genau dieses Konzept erarbeitet. Technisch auf jeden Fall wird es möglich sein, solange man sich an gewisse technische Rahmenbedingungen halten wird. Ja, das stimmt. Die internationale Interoperabilität war auch von Anfang an eigentlich ein wichtiges Konzept, so wie dieser dezentrale Aspekt und deshalb muss man auch immer wieder unterstreichen, dass das zwar ein Protokoll ist, das maßgeblich in der Schweiz entwickelt wurde, aber trotzdem im ganz engen Austausch mit vielen internationalen Kollegen. Und hier muss man jetzt, also man muss hier einerseits natürlich technische Lösungen finden und dann denke ich natürlich auch noch viele politische Lösungen auf der technischen Seite. Ist es jetzt natürlich zu einem gewissen Grad einiges einfacher geworden, weil halt jetzt alle diesen Quasi-Standard benutzen, der eben von 99,5% der Betriebssysteme vorgegeben ist. Und das macht natürlich das technisch dann einiges einfacher. Das Interesse, vielleicht noch diese Frage, ist natürlich da, aber das beruht auf gegenseitigem Interesse. Eben, wie gesagt, wir stehen laufend in Kontakt, auch mit den Ländern, die eben schon früh mit Contact Tracing Apps Erfahrung gesammelt haben. Frau Faki? Ich habe noch eine Nachfrage auf die Antwort von Herrn Koch in Bezug auf die Sport, Ihre Äußerungen zu, sehen wir ehrlich, Fußballspielen ab Juli. Sie haben vorhin gesagt, dass, Sie haben vorhin nochmal dazu aufgerufen, dass alle Leute auch ihre Kontaktdaten, wenn sie in Restaurants und Bars und so weiter gehen, hinterlegen. Und haben gesagt, das funktioniere suboptimal. Und diese ganze Lockerung sei nur realistisch und auf lange Sicht durchziehbar, wenn man sich daran halten würde. Offen gestanden fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass das in einem Stadion mit 10.000 Menschen, wo es zweifellos zu Kontakten kommen wird, dass das irgendwie machbar ist und dass man dann sagt, alle, die in einem 2-Meter-Radius von einem Infizierten seien, das ist doch offen gestanden völlig illusorisch, oder nicht? Wenn Sie schon sagen, es sei suboptimal in einem Restaurant, das deutlich besser überwachbar ist. Ja, das Suboptimale im Restaurant ist, dass sehr viele ihre Kontaktdaten nicht hinterlegen und die Restaurateure nicht darauf bestehen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir machen Kontakttracing seit Jahren in den Flugzeugen bei jedem Masernfall und das funktioniert bestens. Also wenn Sie wissen, wer wo saß und in welchem Flugzeug und mit wem Sie Kontakt hatten, dann ist Contact Tracing sehr wohl möglich, ist auch nichts Neues, machen wir in Flugzeugen auch seit Jahren und Jahrzehnten im Bereich der Tuberkulosefälle. Da sucht man die Leute 2 Reihen vorher, 2 Reihen hinter, die werden alle avisiert und dann auch untersucht. Also es ist nicht etwas Neues und es ist nicht auszuschließen, dass das sowohl, ich nehme jetzt kein Fußballstadion, ich nehme jetzt das KKL, bei einem klassischen Konzert muss es doch möglich sein zu wissen, wer auf welchem Platz gesessen ist und wer nebendran war und dann die Leute, falls es wirklich zu einem Fall käme, zu avisieren.
Die Frage stellt sich einfach, was ist die Alternative? Herr Driussi? Ja, raten Sie ab, die App herunterzuladen. Also zurück zur Frage von meinen RTS-Kollegen. Bestehen Risiken, Sicherheitsrisiken, dass da eben diese App noch nicht getestet wurde? Von Hacking oder irgendwas, weiß ich nicht. Danke für die Frage. Also, obwohl unser Konzept grundsätzlich ja extrem datenschonend ist, in dem Sinne, dass wir fast keine Daten benutzen, außer irgendwelchen kryptografisch generierten Schlüsseln letztendlich technisch gesehen und keine Personendaten, keine Informationen über das Smartphone etc. Trotzdem natürlich, und das war auch von Beginn an klar, wollen wir transparent sein. Diese gesamte Software, die wir benutzen, ist Open Source. Man kann auf GitHub, der Link ist auch veröffentlicht, kann man hingehen und sich den Code anschauen, den wir benutzen, um diese App zu bauen, um diese App letztendlich auch zur Verfügung zu stellen. Und dieses machen wir auch öffentlich im Kontext, im Rahmen eines Public Security Testing. White Hacking nenne ich das jetzt mal, Chaos Computer Club Schweiz, andere entsprechende Organisationen und auch Einzelpersonen werden eingeladen, ab dem 28., also diese Woche Donnerstag, wenn ich es richtig weiß, erinnere, mitzumachen und diese App mal auf Herz und Nieren zu prüfen, was Datensicherheit angeht und dann auch uns bitte Feedback zu geben, wenn Sie irgendwelche Probleme, Fehler oder Lücken gefunden haben, die wir dann gerne bereit sind, uns genauer anzuschauen und dann vielleicht auch zu schließen, wenn es denn solche Sicherheitslücken sind. Also wir haben das auch vorgesehen, aber eben 2 Faktoren für mich. Transparenz heißt Nummer 1, wir sagen genau, mit was wir hantieren und wie wir es machen. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, es zu kommentieren und auch anzuschauen. Herr Zahler? Auch eine Frage an Herrn Koch, nochmals zu den Fußballspielen oder mindestens Sport und Kultur. Sie machen jetzt Hoffnung für die Clubs, die eben für die Zuschauer die Stadien aufmachen könnten, eventuell im Juli. Sind Sie in dem Sinne daran, alle Großveranstaltungen über diese Tausendergrenze, die man auch vom Anfang gehört hat, wo man zumachen musste, diese aufzulockern, wo wirklich die Verfolgbarkeit möglich ist? Ja, meine Aussagen gehen wirklich dahin, dass ich sage, das Wichtigste ist die Rückverfolgbarkeit in der jetzigen Phase, wo wir so wenig Fälle haben. Weil das die einzige Möglichkeit ist, langfristig eine zweite epidemische Welle zu verhindern. Und das Schlimmste, was geschehen kann, ist, wenn es eben dann nicht rückverfolgbar ist, also was wir ja in Lausanne und in Genf gesehen haben. Dort haben sie keine Chance mehr. Und dann verlieren sie die Infektionsketten. Und es muss alles daran gesetzt werden, um möglichst, wo immer möglichst, diese Infektionsketten und diese Rückverfolgbarkeit zu garantieren und aufrechtzuerhalten oder zu installieren. Und man muss das jetzt machen, wo die Fallzahlen tief sind und nicht versuchen, wenn dann die Fallzahlen hoch sind, so etwas zu installieren. Da haben sie keine Chance. Frau Gall? Ich möchte da anschließen. Also das Veranstaltungsverbot gilt demnach also nicht absolut. Also ist es für die Kantone möglich, Veranstaltungen mit einem Schutzkonzept gemäß der Corona-Verordnung zu bewilligen? Also ich denke da zum Beispiel an ein Autokino. Nein, was ich gesagt habe, ist ganz klar, dass ich das so einschätze, dass das möglich wäre. Selbstverständlich gelten die jetzigen Regelungen und auch die Gesetze. Und selbstverständlich ist es der Bundesrat, der solche Entscheidungen trifft und nicht ich. Also das ist eine Diskussion und nicht schon ein Entscheid. Ich möchte das schon betonen. Es bin nicht ich, der das entscheidet, sondern es ist eine Diskussion und am Schluss wird der Bundesrat entscheiden. Er trägt am Schluss auch die Verantwortung. Herr Clemens? Monsieur Koch, en matière de Herr football. Koch, in Bezug auf den Fußball, da sieht man, wie schwierig es ist, in normalen Zeiten die Mengen zu kontrollieren, zum Beispiel Hooligans. Man sieht, wie ohnmächtig die Polizei auch in normalen Zeiten ist. Wäre es nicht naiv, ja gar illusorisch, sich vorzustellen, dass man ein Stadion füllt und jeden fragt, wer er ist?
Ja, ob das naiv ist, ich weiß es nicht, aber es lohnt sich doch, das wenigstens zu versuchen. Vielleicht mit einem Viertel des Stadions oder der Hälfte. Natürlich wird man in nächster Zeit Kontrollen durchführen müssen, Kontrollen der Kontakte zwischen den Menschen. Sonst gibt es eine zweite Welle später oder spätestens im Winter, wenn auch andere Viren zirkulieren. Und dann, was haben wir dann für eine Alternative? Deswegen denke ich, es ist jetzt der Moment, darüber zu diskutieren und dann zu versuchen, was möglich ist und was nicht. Ich bin überhaupt kein Spezialist von Fußballstadien. Monsieur Koch, Herr Koch, das Hauptproblem oder das Hauptrisiko jetzt ist das nicht, wie Sie gesagt haben, dass die Leute sozusagen einfach wieder mit ihrem normalen Leben anknüpfen wollen, dass sie egoistischer werden, keine Formulare ausfüllen wollen, keine Masken tragen, dass das Risikobewusstsein sinkt. Ist nicht das heute das Risiko? Zusatzfrage. Könnte die App das nicht noch verstärken, indem sie eine falsche Sicherheit vorgaukelt, dass die Leute denken, ja, ich habe ja die App, im schlimmsten Fall reicht das, dann brauche ich keine anderen Regeln, da kann ich mir Formulare sparen. Nein, ich glaube nicht. Die App, aber vielleicht wird Herr Kim da noch etwas sagen. Oder auch Herr Salathe. Nein, ich denke nicht, dass die App hier einen Einfluss haben wird auf das Verhalten der Menschen. Im Gegenteil. Ich denke, wir haben da ein Tool mehr, das den Menschen in Erinnerung ruft, dass wir eben nicht in normalen Zeiten unterwegs sind, dass nichts mehr so ist wie vorher. Man kann sich das natürlich wünschen, alle wünschen sich das, aber auch wenn Normalität wieder einkehrt, dann wird es nicht die gleiche sein wie vorher. Denn es gibt jetzt einfach immer dieses Risiko, und dieses Risiko wird nicht einfach verschwinden, nur weil wir uns das so wünschen. Ich denke also, alles, was wir tun können, um das Leben der Menschen zu normalisieren, mit möglichen Maßnahmen, das muss man auch versuchen. Ich kann es einfach nur wiederholen. Also dieser Sommer wird nicht wie früher ein risikofreier Sommer sein. Ja, aber wenn die Leute die Listen oder Formulare nicht ausfüllen im Restaurant, was soll man tun? Ja, wenn sie das nicht tun, dann wird halt im nächsten Winter genau das passieren, was jetzt in Deutschland passiert. Man findet plötzlich 10 Personen in einem Restaurant, die infiziert wurden, und 70 Personen müssen in Quarantäne. Und vielleicht hat man noch die Hälfte verpasst, weil man nicht weiß, wer wo saß, und dann haben wir schon bald Welle 2. Ich möchte da noch kurz ergänzen. Wir hatten vorher mit den Kollegen noch kurz zusammengesessen, auch über dieses Thema gesprochen. Und ich glaube schon, dass die Gefahr natürlich groß ist, dass die Bevölkerung denkt, weil die Fallzahlen auch so niedrig sind, wir können jetzt auf Social Distancing eher verzichten, eher auf die Maske verzichten. Wir haben da vielleicht eine App, die dann funktioniert, dann brauche ich das ja alles nicht mehr, dann können wir ganz nah auch eng zusammenstehen. Genau das wollen wir natürlich nicht. Nummer 1 ist nach wie vor die Grundregeln, die wir ja aufgestellt haben und die, wie wir alle jetzt auch sehen, aufgrund der niedrigen Fallzahlen, die gewirkt haben und nach wie vor wirken in unseren Augen, dass dieses Social Distancing weiter beibehalten wird, die Hygienemaßnahmen weiter beibehalten werden und eben in den Situationen, wo es nicht so möglich ist, eine Maske zu tragen, wie auch jetzt in den Empfehlungen ja ganz klar ausgewiesen ist. Und die App würde dann nur noch zusätzlich helfen, vielleicht für die Situation, wo genau das eben nicht möglich ist und wo wir dann trotzdem eben eine erhöhte Infektionsgefahr haben. Aber auf keinen Fall soll jemand, der die App jetzt nutzt, denken, ich kann jetzt eben auf andere Maßnahmen verzichten. Auf gar keinen Fall. Herr Brocci. Ja, auch eine Frage an Herrn Koch. Und zwar würden Sie jetzt aus Ihrer medizinischen Sicht, wenn Sie auf die Fallzahlen blicken, sagen, dass wir immer noch in einer außerordentlichen Lage sind, medizinisch gesehen. Und dann ist es ja so, dass in den Alterspflege- und Behindertenheimen nach wie vor sehr strikte Beschränkungen gelten. Wie lange muss man das noch aufrechterhalten? Also die außerordentliche Lage ist wirklich kein medizinischer Begriff und deshalb auch nicht, gibt es auch keine medizinische Sicht auf das. Es ist
ein rechtlicher und politischer Begriff und Zustand, und es ist am Bundesrat und den Juristen darüber zu entscheiden, wann und wie man von einer außerordentlichen Lage ausgehen muss. In Bezug auf Ihre zweite Frage, das sind Empfehlungen. Wir haben die Empfehlungen angepasst in Bezug auf die Risikogruppen. Wir werden diese Empfehlungen mit Sicherheit wieder anpassen. Wie von Anfang an gesagt, muss man sich auch bei den Empfehlungen und den Maßnahmen immer nach der epidemiologischen Lage richten und die Risiko abschätzen. Und wenn die Risiken weiter zurückgehen, und das hoffen wir sehr, dann wird man auch in den Altersheimen und für die Risikogruppen weitere Lockerungen ins Auge fassen können. Herr Zalla. Nochmals zum Fußball. Die Rückverfolgbarkeit im Stadion mag natürlich gut sein. Also da kann man sehr wahrscheinlich, wie Sie sagen, auch 10.000 oder 20.000 Leuten rückverfolgen. Aber es gibt auch im Vorstadion, es gibt auch einen Weg zum Stadion. Wie ist das dann denn möglich? Genau, also dort müsste man dann die entsprechenden Konzepte haben, dass es dort nicht zu unnötig langen und übermäßigen Kontakten kommt. Das ist selbstverständlich, braucht es auch dort Schutzkonzepte, aber das ist das Gleiche, wie wir mit den ÖVs haben. Auch dort haben wir Situationen, wo wir mit ganz spezifischen Maßnahmen versuchen, den Schutz zu erhöhen. Das sind doch eben 10.000 Leute, die gleichzeitig dort vor Ort sind. Und draußen hat man keine so große Kontrolle. Ja, ich glaube, auch dort müsste es mehr Kontrolle geben als jetzt. Selbstverständlich ist die Idee nicht, aber das ist es auch im Restaurant jetzt nicht, dass Sie ins Restaurant gehen und dann gehen Sie auf die Straße und machen eine Fete. Also das ist sicher so. Es ist ein Diskussionsansatz, weil auf der anderen Seite, was wir jetzt schon gesehen haben, die wilden Fußballspiele viel gefährlicher sind, weil wenn Sie jetzt dort einen Fall haben, und dann sagen alle, die jetzt dort an diesem Fußballspiel waren, müssen sich testen lassen, werden wahrscheinlich die meisten nicht gehen, weil es sowieso illegal war. Frau Nowak. Ja, ich würde gerne eine Frage zu einem anderen Thema stellen. Und zwar, heute gab es noch keine Maskenfrage. Und damit möchte ich jetzt kommen. Und zwar ganz praktisch und etwas anderes. Also es gibt Gewerbebetriebe, die sind auf FFP3-Masken, also auf Schutzmasken angewiesen, zum Beispiel für Asbestsanierungen oder andere Vorgänge handwerklicher Natur. Und ich habe da aus diesen Kreisen gehört, dass da keine Masken aktuell erhältlich sind, weil die sind angeblich alle für die Spitäler reserviert. Ja, und man könne dann vielleicht, dann Ende Jahr, gäbe es dann vielleicht erste für Handwerker. Jetzt die Frage, Sie haben mehrmals gesagt, die Schweiz verfüge über genügend Schutzmasken, FFP3-Masken. Müsste es dann nicht auch reichen eben für Handwerkerbetriebe? Also, soviel ich weiß nicht, ob es FFP3 sind oder FFP2-Masken, aber eigentlich sollte es dort kein Problem geben, weil die meisten, soviel ich weiß, Handwerksmasken Ventile haben. Also sind Masken, die ein Ausatmungsventil haben, und die sind für den Virenschutz nicht geeignet, weil man da das Virus hinausbläst. Also ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, mir ist nicht bekannt, dass es ein Problem gibt. Wenn es ein Problem gibt, dann müsste man das schriftlich einmal bei der Armeeapotheke anfragen. Dort gibt es Spezialisten, die das anschauen, oder beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Frau Gall? Eine Frage eines Kollegen aus Zürich betreffend den Kirchen und dem Singen. Es gibt da offensichtlich unterschiedliche Schutzkonzepte betreffend dem Singen bei den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Und die Frage ist nun, ist das Singen jetzt erlaubt oder nicht? Und die zweite Frage betrifft, ob die Teilnehmenden namentlich erfasst werden müssen. Da ist auch Unklarheit, wenn jetzt die Distanzregeln eingehalten werden, ob dann immer noch die Namen erfasst werden müssen oder nicht. Also erstens das Singen und zweitens eben diese Namenserfassung.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich kenne nicht alle Schutzkonzepte im Detail und auch diese nicht im Detail. Deshalb ein bisschen vorsichtig meine Antwort. Also ich glaube, es müsste in den Schutzkonzepten festgehalten sein und normalerweise nehme ich an, dass vor allem, wenn es um Chorsingen geht, wo die Leute ja sehr nahe beieinander stehen, dass dort bekannt ist, wer wo steht. Aber wie das jetzt genau in den Schutzkonzepten der verschiedenen Religionen geregelt ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Und was sagen Sie zum Erfassen der Namen? Soviel ich informiert bin, gibt es dort Listen, auf jeden Fall in den allermeisten Fällen. Auf jeden Fall müsste es dort Listen geben, wo die Abstandsregeln von 2 Meter in den religiösen Städten nicht eingehalten werden können. Herr Burkhardt. Eine Frage zu den Impfstoffen. Das Parlament soll jetzt 100 Millionen Franken genehmigen, wie es in der Botschaft heißt, für 3 bis 5 Produktionsplattformen bei Herstellern. Ist damit eigentlich eine Verpflichtung verbunden der Hersteller, wenn das Erfolg hat, dass die Schweiz prioritär mit den Impfungen oder mit den Impfstoffen beliefert wird? Also bei Impfstoffen ist das Übliche, dass man Reservationsverträge macht und die sind natürlich Verträge, die sind auch bindend. Also meistens ist es so, dass dieser Vertrag, und das hatten wir ja beim Grippe-Pandemie-Impfstoff schon so, sagt, wir dürfen die ersten 10% oder 10% von der ersten Charge ist für die Schweiz reserviert. Also das ist für die Hersteller dann schon bindend, weil das sind Verträge. Also das basiert dann am Schluss auf Verträgen. Frau Faki. Noch eine andere Frage, auch an Herrn Koch. Der zweite Lockerungsschritt, der ein großer war, ist jetzt 2 Wochen her. Das heißt, die klassische Inkubationszeit her. Dennoch sind die Fallzahlen weiterhin, also nicht dennoch, aber die Fallzahlen sind weiterhin erfreulicherweise sehr tief. Das ist ja ein bisschen kontraintuitiv, oder? Wenn man sich überlegt, man ist es wieder mehr Mobilität, die Leute begegnen sich wieder mehr, sitzen nicht mehr zu Hause. Gibt es Erklärungen dafür, warum die Fallzahlen nicht angestiegen sind, sondern im Gegenteil weiter gesunken sind seit der Öffnung? Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, würde mich dann natürlich interessieren, war dieser ja doch einigermaßen strenge Lockdown wirklich so nötig? Und kann man jetzt mit den Öffnungen, wie Sie es ja vielleicht für den Sportbereich schon als Diskussionsgrundlage mal formuliert haben, vielleicht wirklich schneller weitermachen als bis jetzt geplant allenfalls? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also zur epidemiologischen Lage. Erstens muss man wissen und sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass die epidemiologischen Kurven durch sehr viele Faktoren beeinflusst werden. Also nicht nur durch das Verhalten der Bevölkerung, das ist sehr ein wichtiger, dann selbstverständlich durch das Virus. Dann gibt es bei den respiratorischen Infekten meistens eine Saisonalität. Gibt es wahrscheinlich vielleicht bei diesem Virus auch. Das wissen wir erst in einigen Jahren. Aber für die anderen Viren ist es auf jeden Fall so. Und das führt auch dazu, dass wenn weniger andere Viren zirkulieren, dass es einfacher ist, die symptomatischen Fälle zu entdecken. Und das ist sicher so, dass man jetzt einfacher einen symptomatischen Fall entdecken kann. Das hat sicher auch dazu geführt, dass man besser testen kann. Es gibt sehr viele Faktoren. Es wäre vermessen, jetzt zu sagen, das war jetzt nur ein Faktor, das war nur der andere Faktor. Es gibt viele und ich glaube auch, es ist meistens nicht nur ein Teil, der zu einer solchen Kurve führt. Von dem her ist es sicher so, dass die Fallzahlen jetzt auch noch weiter sinken werden, wenn es uns das Contact Tracing gelingt, weil das ist sicher auch ein Faktor, der relativ stark auf eine epidemische Welle Einfluss haben kann. Wurde ja auch am Anfang stark diskutiert und wenn man gesagt hat, man müsste mehr Fälle testen und die Kontakte in Quarantäne tun, kann man nur machen, wenn es praktisch umsetzbar ist. Das ist es jetzt. Also es gibt viele Faktoren. Von dem her muss man sagen, was jetzt genau dazu geführt hat, wissen wir nicht. Ich warne auch ein bisschen davor, zu
zu stark zu sagen, ja, 14 Tage ist es jetzt her, jetzt würden wir es sehen oder nicht sehen. Auch die Fallzahlen, also die Inkubationszeit hat eine gewisse gaußsche Verteilung. Also gewisse Leute werden nach 2-3 Tagen krank, andere nach 6, die meisten nach 6 Tagen. Und dann so die maximale Inkubationszeit liegt etwa bei 14 Tagen. Also wenn es jetzt wirklich wegen den Lockerungen schon zu Änderungen geführt hätte, dann hätten wir sie jetzt gesehen oder müssten wir sie jetzt sehen. Im Moment sehen wir sie nicht. Und dazu trägt sicher das Kontakttracing einen wesentlichen Beitrag bei. Herr Schmid. Sie haben, ich glaube, vor 2 Wochen ja die Empfehlungen an die Risikogruppen angepasst. Was bedeutet das heute bezüglich Kinderbetreuung durch Großeltern? Ist das nach wie vor etwas, das Sie nicht empfehlen, oder ist auch da ein lockerer Umgang denkbar oder absehbar in naher Zukunft? Ja, ich glaube, bei diesen tiefen Zahlen, die wir jetzt haben, ist auch in dem Bereich eine Lockerung absehbar. Man wird diese Empfehlungen auch wieder überprüfen müssen und schauen, okay, ist jetzt das Risiko so klein, dass man auch sagen kann, okay, Kinderbetreuung jetzt wieder okay. Das wird sicher in den nächsten Tagen oder Wochen geschehen. Herr Botti. Noch eine Frage an Herrn Koch, und zwar, was halten Sie davon, dass dieses Malaria-Medikament Chloroquin zur Behandlung von Covid-19-Erkrankten propagiert wird? Also ich bin nicht Kliniker in dem Sinne und weiß es auch nicht genau. Was ich gesehen habe als letztes, soll es nicht viel bringen, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ich könnte Ihnen jetzt auch nicht Studien zitieren, wo das gemacht worden ist. Ich würde mich bei solchen Fällen wirklich an die Infektiologen halten und die diese klinischen Studien im Detail kennen, kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht beantworten. Herr Clemens. Monsieur Koch, quel conseil Herr avez-vous Koch, donné au Conseil fédéral concernant la... empfehlen Sie dem Bundesrat für die Öffnung öffentlicher Schwimmbäder? Ja, ich denke, ich werde die gleichen Empfehlungen geben, wie ich das für alle Öffnungen tue, nämlich dort, wo es möglich ist, wo es nur ein kleines Risiko gibt, soll man öffnen, so schnell wie möglich. Für öffentliche Schwimmbäder hängt dies natürlich auch von der jeweiligen Situation ab. Nicht alle Schwimmbäder sind gleich organisiert. Auch hier muss man Schutzkonzepte haben. Was empfiehlt man den Leuten? Wie sollen sie sich verhalten? Noch eine Frage an Herrn Koch zu den Impfungen. Stimmt es, dass der Bund genügend hat, 10 Millionen Dosen von Impfstoffen zu kaufen, um die Hälfte der Bevölkerung zu impfen, wie es die NZZ gestern schrieb? Oder gibt es Pläne, wie diese Impfstoffe gekauft werden sollen, wer geimpft wird und so weiter? Ich denke, es ist zu früh zu sagen, dass wir schon feste Pläne haben. Erstens gibt es jetzt Diskussionen und Verhandlungen, um Zugang zu haben, um Reservationsverträge abzuschließen für Impfstoffe. Und wenn wir das unter Dach und Fach haben, werden wir schauen, wie sich die Epidemie weiterentwickelt, wie wir allenfalls Impfstoffe anwenden, welche Mengen verfügbar sind. Davon hängt es alles ab. Normalerweise ist es so, in einer solchen Situation, dass man anfängt, zuerst die Gesundheitsberufe zu impfen, denn sie sind am exponiertesten, aber es gibt keinen festen Plan. Es hängt immer von der epidemischen oder epidemiologischen Situation ab. Wir werden in diesem Fall zum Beispiel nicht zuerst die Kinder impfen, weil sie wenig betroffen sind. Also Sie sehen, es hängt vom Impfstoff ab, vom Virus ab. Deswegen ist es jetzt zu früh, Details bekannt zu geben. Herr Burkhardt. Wenn wir schon bei den Lockerungen sind und jetzt offenbar schon wieder Fußballspiele möglich sind, sehr viele arbeiten immer noch zu Hause. Ist Homeoffice immer noch angezeigt? Ja, Homeoffice ist vor allem jetzt noch angezeigt, weil es auch den öffentlichen Verkehr entlastet und deshalb
werden auch diese Empfehlungen oder sind auch Empfehlungen auch angepasst, sobald wir sehen, wie es weitergeht mit dem öffentlichen Verkehr, auch weil da ein grosser Einfluss entsteht, oder? Und das Zweite ist, ich denke, für viele Entreprise, also für viele, Unternehmen, ja, vielen Dank. Für viele Unternehmen, die haben jetzt gemerkt, dass das wahrscheinlich sogar eine gute Idee ist, Homeoffice zu machen und dass es vielleicht bis zu einem gewissen Grad in Zukunft mehr Homeoffice geben wird als früher. Frau Kleck. Ja, ich möchte nochmals zurückkommen auf meine Frage wegen der Lohnfortzahlung. Herr Kim hat gesagt, es ist eine politische Entscheidung. Herr Salathe, wie beurteilen Sie diese Frage aus wissenschaftlicher Sicht? Wäre eine Lohnfortzahlung für die freiwillige Quarantäne sinnvoll für den Erfolg der App? Lohnfortzahlung aus wissenschaftlicher Sicht, das ist eine interessante Frage. Also was wir gesagt haben, auch in den Policy Briefs und auch an anderen Orten, ist, dass wir einfach wollen, dass diese App maximal ihren epidemiologischen Nutzen entfalten kann. Und es ist ja, glaube ich, wirklich völlig klar, dass wenn sich Leute Sorgen machen, dass sie Nachteile haben, wenn sie diese App benutzen und in Quarantäne gehen sollten, dann werden sie es mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit tun und deshalb besteht da die Gefahr, dass dann der epidemiologische Effekt nicht so groß ist, wie es sein könnte. Und das finden wir nicht gut, insbesondere in der jetzigen Situation, wo das ja wirklich äußerst günstig wäre, weil wir eben glücklicherweise sehr wenige Fälle haben und deshalb auch nur sehr wenige Kontakte in Quarantäne gehen müssten, aber der Effekt eben doch sehr hoch sein könnte. Also für uns ist es nicht ganz nachvollziehbar, wieso es so ist. Frau Gall? Also es betrifft auch die Lohnfortzahlungen und ich möchte die an Herrn Koch stellen. Warum hat der Bundesrat in der Botschaft nur eine freiwillige Quarantäne von Kontaktpersonen von Infizierte ohne Lohnfortzahlung vorgesehen? Sind da nicht zu wenig Anreize da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei allen solchen Maßnahmen muss man immer im Auge behalten, dass man auf der einen Seite natürlich möglichst keine Schwellen einbauen will, für dass die Leute eben solche Maßnahmen ergreifen, also möglichst schaut, dass man nicht unnötig etwas verhindert. Und da sind natürlich finanzielle Schwellen häufig ein starker Motivator. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es muss dann auch gerecht sein. Also es muss so sein, dass man nachvollziehen kann, ob jetzt eine solche Lohnfortzahlung berechtigt ist oder nicht. Eigentlich müsste das SECO beantworten, weil es eigentlich das SECO dann betrifft. Von dem her, es ist immer ein Abwägen und ich denke, es ist jetzt zu früh zu sagen, das ist schon ein endgültiger Entscheid. Jetzt ist man in einer Pilotphase und dann wird das Parlament darüber diskutieren und danach wird man dann schauen, wie das am Schluss aussieht. Ich denke, das ist jetzt ein typischer Fall, wo am Schluss das Parlament das durchdiskutieren muss und dann auch entscheidet. Herr Brotschi? Ja, noch eine Frage zur App und zwar vielleicht an Herrn Kim. Wie viele Leute werden jetzt in dieser Pilotphase beteiligt? Also die Institutionen, mit denen wir bisher geredet haben und wenn alle deren Mitarbeiter oder die Personen, die wir dort im Auge haben, mitmachen würden, würden wir bei über 15.000 Personen sein. Aber da es eben nochmal freiwillig ist, ist es nicht garantiert, dass auch all diese Personen mitmachen. Der Grund auch ein bisschen für diese Beschränkung ist auch technischer Natur. Ich kann das hier auch ganz offen und ehrlich sagen. Die Möglichkeiten bei den iPhones, eben so eine Pilot-App zu lancieren, ist auf 10.000 beschränkt. Und in dem Sinne waren wir da auch etwas vorsichtig, weil wir wollten nicht jetzt die Leute ermutigen, die App zu installieren. Und nachher kommt die Mitteilung, ja, sie können sich leider nicht die App runterladen, weil wir die Obergrenze schon erreicht haben. Das gilt Gott sei Dank bei den Android
Handys nicht. Dort ist sie quasi unbeschränkt, die Test-User-Zahl. Aber wir haben es auch vor und haben auch schon entsprechend auch mit Institutionen gesprochen, falls wir sehen, dass die Downloadraten sehr niedrig sind. Wie gesagt, es ist ja freiwillig. Dann würden wir auch weitere Institutionen fragen, ob sie bei der Pilotphase mitmachen wollen. Grundsätzlich aber bleiben wir bei diesen Kriterien, die ich vorhin kurz genannt hatte. Es sollten Organisationen sein, wo die Leute tatsächlich auch miteinander tagtäglich zu tun haben. Wenn jetzt eine Organisation XY an alle Mitarbeiter zu 90% Homeoffice machen, macht es relativ wenig Sinn, dass die diese App installieren. Vielleicht auch noch ganz kurz, weil es gerade kommt mit dieser 60%-Regel etc. Wichtig ist es ja, dass die Menschen, die wirklich viel unterwegs sind und in Situationen unterwegs sind, wo sie nicht die andere gegenüber kennen und sich eben nicht erinnern können, wenn das klassische Kontaktmanagement dann anruft und fragt, mit wem hattest du denn bewusst Kontakt, dass dann dort natürlich die App am meisten Sinn macht. Und wir gehen davon aus, dass eher jüngere Leute, die eben auch mobiler sind, so eine App dann installieren würden, weil sie vielleicht auch technisch versierte sind, verstanden haben, dass die Datenschutzthematik gut eingehalten wird von uns, dass dann diese Person in einer höheren Prozentzahl eben die App installiert und dort macht es dann auch Sinn. Gibt es noch abschließende Fragen? Frau Faki? Ich habe noch eine Frage an Herrn Kim, nicht zur App, aber da Sie ja Leiter der Abteilung Digitale Transformation im BAG sind, kann ich es mir natürlich nicht verkneifen. Im heutigen Blick-Interview kritisiert der FMH-Präsident Jürg Schlurp noch einmal sozusagen die Analogität des BAG und sagt, es sei nicht mehr möglich, ein komplett online auszufüllendes Formular zu haben, sondern man bekäme das per Mail zugeschickt und das dauere irgendwie eine Viertelstunde, dann sei man schon beim nächsten Patienten. Im Hinblick auf die möglicherweise kommende zweite Welle im Herbst oder Winter, wird das BAG dann bis dahin so digital transformiert sein, dass das möglicherweise alles online funktioniert? Also ich kann dazu nur sagen, dass wir all diese Problemstellungen, die uns natürlich nicht nur von außen, sondern die uns selbst natürlich auch bewusst sind, dass wir uns sie genau anschauen und überall wo möglich, so schnell als möglich, auch Verbesserungen natürlich durchführen. Ich glaube, bezüglich diesem Kommentar von Herrn Schlurp muss man da auch ein bisschen konkretisieren. Also möchtest du? Dann gebe ich das Wort weiter. Er hat mehr Erfahrung, weil ich bin erst seit 1. April dabei. Es ist nicht ganz so, wie es Herr Schlurp dargestellt hat. Das ist auch nicht ein Fehler von ihm, sondern es ist ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Es ist so, dass die Ärzte ein Mail schicken müssen. Also sie bekommen ein Mail, damit sie nachher so etwas wie ein Login haben und ab dann ist es dann voll elektronisch. Das geht nur, weil man ja schauen muss, dass nicht jemand irgendetwas schicken kann. Also es ist nicht so, dass das jetzt per Mail und sehr kompliziert ist, sondern die bekommen ein Mail mit einem Code und dann ab dann ist es voll elektronisch. Ich sehe, dass keine weiteren Fragen mehr sind. Dann möchte ich noch informieren zur Woche. Und zwar wissen Sie ja, dass am Mittwoch eine Bundesratssitzung stattfindet und am Freitag würde dann der nächste Point de Presse auf Fachebene stattfinden, wie immer um 14 Uhr. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Willkommen zur Tagesschau an diesem Montagmittag und zu diesen Themen. Urteil im Dieselskandal. Der VW-Konzern muss grundsätzlich Schadenersatz zahlen. Boris Johnson in Bedrängnis. Der britische Premier hatte seinen Berater Cummings nach Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen verteidigt. Erdbeben bei Live-Interview. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern reagiert souverän. Und es wird oft sonnig. Am Nachmittag hat es im Osten viele Quellwolken. Mit Biese wird es rund 20 Grad warm.
Wer ein manipuliertes Dieselauto von VW besitzt, hat grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Das hat heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Knapp 5 Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals. Mit illegaler Software hatte der Autobauer jahrelang Abgaswerte manipuliert. Das heutige Urteil ist das erste höchstinstanzliche im Dieselskandal und ist wegweisend für weitere Klagen, die noch bei anderen Gerichten liegen. Er hat gegen VW gewonnen, Herbert Gilbert. 2014 kauft Gilbert sich einen gebrauchten VW Charan. Als er im Herbst 2015 erfährt, dass sein Dieselmotor eine unzulässige Abgastechnik eingebaut hat, klagt er gegen den Hersteller Volkswagen. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, Gilbert bekommt einen Teil des Kaufpreises zurück und VW muss das Auto zurücknehmen. Er zahlte damals mehr als 31.000 Euro. Von VW erhält er rund 26.000 Euro inklusive Zinsen. Den vollen Preis bekommt der Kläger nicht, denn die Nutzung des Fahrzeuges muss angerechnet werden. Es ist die erste Entscheidung im VW-Abgasskandal am obersten deutschen Gerichtshof und bietet die Grundlage für viele weitere Urteile. Denn rund 60.000 Verfahren sind laut VW noch offen. Hierzulande sind rund 175.000 Personen vom VW-Dieselskandal betroffen. Ob das heutige Urteil auch Einfluss auf die Schweiz hat, ist derzeit noch unklar. Hier kämpft vor allem die Stiftung für Konsumentenschutz im Namen der Autobesitzer gegen die AMAG und die Volkswagen AG. Corona-bedingt ist es ruhiger geworden um die Klimabewegung auch in der Schweiz. Aufgrund der Beschränkungen konnten auch Klimaaktivisten kaum mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Das letzte Mal Lärm fürs Klima machten sie in kleinen Gruppen Mitte Mai. Pünktlich um 11:55 gab es einen Klimaalarm, zum Beispiel in Zürich und Bern. Sie machen aber nicht nur Lärm, sondern auch Vorschläge. Heute haben die Klimaaktivisten online einen Krisenaktionsplan vorgestellt, wie Corona-Maßnahmen klimagerecht umgesetzt werden sollen. Nicht auf der Straße, sondern via Livestream stellten die Klimaaktivisten heute den Medien ihren Klimaaktionsplan vor. Seit über einem halben Jahr arbeiten die Aktivisten gemeinsam mit Experten daran. Der Plan soll aufzeigen, wie die Schweiz bis 2030 auf Netto-Null Treibhausgasemissionen kommt. Die Hauptanliegen sind eine Emissionsobergrenze für die Luftfahrt und Maßnahmen für den Individualverkehr, wie beispielsweise autofreie Städte. Zu den Netto-Null-Plänen der Unternehmen beitragen soll auch eine reduzierte Arbeitszeit, die eine Überproduktion verhindern soll. Die Weichen für die Klimapolitik würden jetzt mit dem Wiederaufbau der Wirtschaft gestellt. In Großbritannien dominiert seit kurzem die sogenannte Lockdown-Affäre die Schlagzeilen und setzt Premierminister Boris Johnson und seinen einflussreichen Berater Dominic Cummings immer stärker unter Druck. Medien hatten am Wochenende aufgedeckt, dass Cummings Ende März mit Covid-19-Symptomen im Auto 430 Kilometer quer durch England gefahren ist, samt Frau und Kind, um seine Eltern zu besuchen. Ein massiver Verstoß gegen die strikten Lockdown-Regeln. Gestern nun musste Boris Johnson dazu Stellung nehmen, doch das hat die Rufe nach einem Rücktritt Cummings weiter verstärkt. Dominic Cummings gestern beim Verlassen des Amtssitzes von Premierminister Boris Johnson in London. Viele sehen in ihm eine gefährliche graue Eminenz, die sich an keine Regeln hält. Jetzt nicht und auch nie davor. Seinen Verstoß gegen die Lockdown-Regeln streitet er nicht ab, sieht darin aber kein Vergehen. Auch Boris Johnson nicht. Cummings sei lediglich, Zitat, väterlichen Instinkten gefolgt, verteidigte ihn gestern Johnson. Er und seine Frau hätten Covid-19-Symptome gezeigt und wollten deswegen mit ihrem kleinen Sohn zu Familienangehörigen nach Durham. Ich glaube, er hat in jedem Fall verantwortungsvoll gehandelt, legal und ehrlich. Die Medien und selbst Minister aus Johnsons Regierung und natürlich die Opposition sehen das anders. Das ist keine nachvollziehbare Auslegung der Lockdown-Regeln. Millionen in Großbritannien haben sich an die Regeln gehalten. Er hat es nicht getan. Eine Regel für den Berater des Premierministers, eine andere für alle anderen.
Cummings zeigt sich unbeirrbar und gewohnt bissig. Als ihn Reporter vor seinem Haus zur Rede stellen wollen, schnauzt er sie an, sie sollten sich gefälligst an die 2 Meter Abstandregel halten. Kommentar der heutigen Daily Mail zu Johnson & Cummings: What planet are they on? Auf welchem Planeten leben die beiden? Wenn ich mal groß bin, dann will ich so werden wie Sie. Jacinda Ardern, die 39-jährige Regierungschefin Neuseelands, ist souverän und krisenerprobt. Das hat sie in ihrer 2,5-jährigen Amtszeit schon einige Male bewiesen. Dass sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, hat sich heute Morgen wieder gezeigt, als während eines Live-Interviews ein Erdbeben der Stärke 5,8 alles erschütterte, außer Jacinda Ardern. Die Premierministerin bespricht mit dem Moderator gerade die neuesten politischen Wendungen in ihrem Land. Dann: Ich spüre gerade ein kleines Erdbeben, eine ziemlich deutliche Erschütterung. Falls ihr bewegende Dinge hinter mir seht, das Parlament ist etwas mehr in Bewegung als sonst. Hat es aufgehört? Ja, gerade eben. Sie fühlen sich gut und sicher, um weiterzumachen? Alles gut. Ich stehe nicht unter hängenden Lampen und ich glaube, ich befinde mich in einem baulich soliden Gebäude. Ardern beruhigt und setzt das Interview fort. Die Kunstszene ist global ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der wie viele andere auch in der Corona-Krise stotterte. Durch die Schließung von Museen und dem Absagen wichtiger Messen kämpfen auch hierzulande viele Museen und Galerien ums Überleben. Eine der Kunstmeilen in Zürich, die Galerie Mai 36 mittendrin. Sie zählt zu den wichtigen Schweizer Galerien. Inhaber Viktor Gisler stellt pro Jahr an rund 10 Kunstmessen aus. Diese fallen heuer fast komplett weg. In einem guten Jahr machen wir 50% Galerieumsatz, 50% Messenumsatz. Und das kann sich je nachdem verschieben. Also für uns ist das sehr, sehr wichtig. Und auch natürlich für die Künstler, oder? Weil wir natürlich auf den Messen unterschiedliche Künstler wie unterschiedliche Märkte können bewerben und anbieten. Die Galerie war lange geschlossen. Einige Bilder konnte Gisler trotzdem über persönliche Kontakte verkaufen. Doch ein beträchtlicher Teil des Umsatzes fehlt. Und trotzdem, bislang hat Gisler den Notkredit des Bundes noch nicht angetastet. Ein paar Türen weiter befindet sich eine der Zürcher Galerien von Eva Presenhuber. International zählt sie zu den ganz Großen. Die knapp 20 Angestellten sind in Kurzarbeit. Ihre Kundschaft verhält sich in der Krise bisher zurückhaltend. Gewisse haben sich auch zurückgemeldet, haben auch gekauft. Es ist natürlich marginal, aber es reicht vielleicht, um die Mieten zu zahlen und solche Sachen und die Gehälter zu zahlen. Dafür wird es dann schon reichen, der Umsatz, aber es gibt halt sicher keine Gewinne. Wenn selbst große Galerien gerade mal die laufenden Kosten decken können, dürfte es für die kleineren bald um das Überleben gehen. Museen und Kathedralen sind in Italien zwar wieder geöffnet, doch wie Tourismus im Land aussehen könnte, das ist noch ziemlich unklar. In Rom etwa sind die wirtschaftlichen Verluste klar spürbar. Doch wo Schatten ist bekanntlich auch Licht, und so entdecken die Römerinnen und Römer gerade das Fahrradfahren. Und das in einer Stadt, in der das Verkehrschaos schon fast zur eigenen Attraktion geworden ist. Jetzt, wo in Rom die Massen von Touristen fehlen, die Menschen Angst haben, Busse oder U-Bahnen zu benutzen, da schlägt die Stunde der Fahrräder. Jetzt nehmen alle